Ich finde, das ist der schlimmste Satz, den man auf einer Geburtstagskarte bekommen kann. Bleibe so, wie du bist. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich hoffentlich nicht so bleibe, wie ich bin. Ich will mich abhängig machen von Gott. Ich brauche seine Erneuerung. Willkommen im Sunday Night on Air. Ich bin heute hier zurück mit Joel Vögeli, Pastor vom ICF Sunday Night hier in Zürich, und mit der Michelle Eichele vom ICF Friedrichshafen, Pastorin, mit ihrem Mann zusammen, Simon. Und wir sind momentan in einer Serie im Podcast über Irrlehren. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, was sind Irrlehren oder wie erkennt man eine Irrlehre. Wir werden uns auch auf 3 Irrlehren in dieser Serie konzentrieren, die in der Bibel schon vorkommen und die Bibel auch schon darüber spricht. Das ist einerseits die Gesetzlosigkeit, die Gesetzlichkeit und die Gnosis. Und heute geht es um die Gesetzlosigkeit. Letztes Mal haben wir über die Gesetzlichkeit gesprochen. Also, wenn ihr es euch noch nicht angeschaut habt, geht noch mal zurück. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über Irrlehren erfahren wollt, auch zurück in die erste Folge, schaut euch die zuerst an. Heute sprechen wir über Gesetzlosigkeit und vielleicht wollen wir gerade mit der Begriffsdefinierung anfangen. Du hast schon mal deine Bibel gepackt. Ja. Hast du einen Vers für uns? Ja, Paulus schreibt dem Timotheus hier, 2. Timotheus 4, Vers 3, sagt er schon, es kommt eine Zeit, die heute vielleicht, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder nach Lehren Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gerne hören wollen. Schon krass, hä? Der Paulus hat es schon gespürt. Irgendwann geht es nur noch darum, was willst du, und passt die Lehre deinen Wünschen an. Und das ist für mich so, zeigt so ein bisschen Gesetzlosigkeit, weil es geht vor allem um deine Wünsche, um deine Begierden, um deine, ja, um dich. Um dich. Willst du das ergänzen oder wie siehst du das? Gesetzlosigkeit, was kommt dir da in den Sinn? Ja, also ich finde den Vers mega gut. Klar, hey, es geht irgendwie um mich. Ich schaue nicht mehr darauf, was will eigentlich Gott für mein Leben, sondern ja, also man dreht sich schnell um sich. Das mag ich, das finde ich gut, und schaut so ein bisschen von der Bibel weg und sagt vielleicht, so hatte ich jetzt auch schon in der Kirche, dass Leute kamen und gesagt haben, ja, die Bibel haben die Menschen geschrieben, deswegen glaube ich der nicht. Und gucken dann gar nicht mehr rein, was sagt eigentlich die Bibel, weil ist eigentlich nicht relevant. Also ist einfach irrelevant. Und das andere ist, dass man eben dann die Freiheit, die durch Christus kommt, oder die Gnade ausnutzt. Was verstehst du darunter? Die Gnade eben ausnutzen? Alles machen dürfen plötzlich. Er sagt, okay, ja, das Gesetz gilt nicht mehr. Jesus kam, um das Gesetz, also viele sagen, hey, Jesus ist gekommen, hat das Gesetz aufgelöst, jetzt gilt es für uns nicht mehr. Also das alles, was im Alten Testament steht, gilt nicht mehr für mich. Es hat für die gegolten, und dann einfach sagt, hey, dann lebe ich einfach dann nicht danach und mache alles, was ich will. Ja. Also einfach genau eine Lizenz. Ja, genau. Eigentlich die Gnade Jesu gebrauchen. Ja. Ich bin gerettet, jetzt kann ich machen und tun, was ich will, weil ich bin ja geliebt, wie ich bin. Ja. Das möchte ich euch nämlich fragen, ihr beide als Pastoren. Es kommt jemand zu euch und sagt, Gott liebt mich, wie ich bin. Das stimmt, ja. Und ich bin einfach so, wie ich bin. Ja. Und Ende. Ich finde, das ist der schlimmste Satz, den man auf einer Geburtstagskarte bekommen kann. Bleibe so, wie du bist. Wieso? Ja. Also bitte wünsch mir das einfach nicht. Weil wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich hoffentlich nicht so bleibe, wie ich bin. Weil ich noch echt ein paar Baustellen habe. Ja. Und ich sag auch nicht zu meinem Mann, bleib so, wie du bist, auch wenn ich ihn super finde. Ich hab ihn ja geheiratet, ich finde ihn super. Aber ich sag nicht, ich liebe ihn so sehr, aber ich sag, hey, bitte, bleib nicht so, wie du bist, weil ich dich so sehr liebe und ich glaube, dass da noch so viel mehr in dir steckt. Und ich glaube, genau das sagt auch Gott zu uns. Das ist eine große Herausforderung, das zusammenzubringen. Ja. Dass man bedingungslos geliebt, angenommen ist, dass man wertvoll geschaffen wurde, als auch meine Seele, mein Körper, mein Geist. Und ich mache es immer so, ja,
in allem drin, ich weiß, meine Seele, meine Psyche, wie Gott mich geschaffen hat, ist wunderbar, einzigartig. Meine Eigenschaft, mein Charakter. Doch mein Herz will ich zerbrochen halten vor Gott. Ich will mich abhängig machen von Gott. Ich brauche seine Erneuerung. Ja, ich bin eine neue Schöpfung und darum identifiziere ich mich mit meinem Denken, mit meiner Psyche, mit der neuen Schöpfung. Das ist meine Identität. Und trotzdem ist das Alte oder mein Herz oder das, was da noch mitsteigt, oder mein Egoismus und diese Dinge, die spielen so krass noch rein. Und das muss einfach noch abgeschnitten oder geheilt oder einfach erlöst werden von meinem Jesus. Und ich bin beides. Zu 100% gebrochen und zerbrochen und weiß, ich kriege nichts aus mir heraus und trotzdem voll 100% gerecht gesprochen, geliebt und voller Identität und geistlicher Autorität. Und ich bin beides. Aber das ist schwierig. Ich finde, das ist bewusst, das ist schwierig, das zusammenzubringen. Ja, es ist schwierig, gerade auch in unserer Zeit, wenn wir für gewisse Sachen stehen als Kirche und Leute sich abgelehnt fühlen aufgrund unseren Werten, weil wir nicht mit ihren Werten übereinstimmen. Und ich glaube, es ist ein mega Kampf darin, der Person mit Liebe zu begegnen, aber auch vielleicht zu sagen, hey, aber ich finde nicht alles gut, vielleicht, was du tust. Aber deswegen ist es ein Riesenspannungsfeld, weil Menschen fühlen sich dann schnell abgelehnt deswegen und kommen dann vielleicht auch nicht mehr in die Kirche. Ja. Aber ich finde, auf der anderen Seite ist das gerade unsere größte Stärke. Mein Leader oder meine Nächsten hier auch in der Kirche, die kennen meine Schwächen, die wissen und die haben überhaupt nicht das Bild, dass ich ein Überheiliger bin. Aber ich werde hier geliebt, gewertschätzt und vor allem, man zweifelt nicht an meiner geistlichen auch Autorität, trotz meiner Fehler, weil sie wissen, ja, der ist einfach abhängig von Gnade. Und das ist für mich das Größte. Das ist für mich wahre Gnade, oder? Ja. Weil ich meine Schwäche nicht verbergen muss. Und Paulus rühmt sich seiner Schwachheit. Und ich bin in einer Kirche, wo ich das kann. Ich kann auf der Bühne stehen und mich meiner Schwachheit rühmen. Und die Leute, und trotzdem vertraut man mir. Das ist krass. Aber ist es wichtig, dass wir als Kirche sagen, hey, du darfst offen mit dem umgehen? Weil ich glaube, sonst werden wir schnell wieder ins andere Thema rutschen, nämlich in Gesetzlichkeit. Weil wenn wir nicht zeigen dürfen, wer wir sind, nicht offen spielen dürfen, dann wird man sich verstellen und sagen, nee, ich habe kein Problem. Ja. Und das andere ist eben, dass man nicht stolz darauf wird. Auf die Sachen. Also wenn du auf der Bühne stehst, der Bühne stehst und sagst, ja, ich habe mit Pornografie zu kämpfen und ich finde es überhaupt kein Problem. Also ist halt so. Ja. Dann ist es ein Problem, finde ich. Ja. Genau, darum verbinde ich das mit Zerbrochenheit. Ich bin zerbrochen darüber. Ja. Ich bin und darum finde ich, oder das. Und wenn man da nicht sauber trennt, dann rechtfertigt man schlussendlich dann Sünde. Und dann ist man eben dann lebt man dann in dieser Gesetzlosigkeit, wo man eben man sucht dann Methoden, wie man ganz klar deklarierte Sünde aus der Bibel dann rechtfertigt auf irgendeine Art und Weise. Und das, finde ich, beschreibt der Paulus ja da. Man sucht dann Lehren, die einen bestätigen darin, wie man eigentlich eben leben möchte. Verstehe ich das richtig, dass ihr dann das eigentlich so seht, dass Jesus rettet einen und nimmt einem an, einfach für wen man ist. Und er liebt einen ohne Kondition, angenommen, akzeptiert, gerechtfertigt vor ihm, das ist die Gnade. Und dann beginnt aber ein Prozess. Was ist, wenn dieser Prozess nicht passiert? Ein Prozess der Heiligung oder ein Prozess des Wachstums? Weil ich habe eine Kritik gehört in der Doku-Serie über Hillsong, wo jemand gesagt hat, eigentlich, was sie sagen, ihr gehört hier dazu und ihr dürft euch selbst sein und dann ändern wir euch. Ja.
Das ist oft der Kritikpunkt. Ja, man kann kommen, wie man ist, aber danach muss man sich ändern. Ja. Was würdet ihr dazu sagen, zu so einem Kritikpunkt? Ich glaube, es ist ein Riesenpunkt von ich werde dich nie ändern können. Deswegen habe ich auch keinen Anspruch darauf zu sagen, du musst dich ändern. Der Einzige, der dich ändern kann, ist Gott. Und es braucht deinen Willen. Es braucht eine Entscheidung und eine Offenheit zu sagen, ich glaube, es hat auch was zu tun mit, glaube ich Gott? Glaube ich, dass er das Beste für mich vorbereitet hat? Glaube ich, dass er das Beste für mich will? Glaube ich, dass seine Wege besser sind als meine? Ich glaube, das sind alles so Fragen, die davor anfangen müssen. Vertraue ich darauf? Und bin ich bereit, mich ändern zu lassen? In der Beziehung zu ihm. Weil wenn ich in die Beziehung reingehe und sage, ich werde mich nicht verändern lassen, ich bleibe so, wie ich bin, und also das steht für mich fest, dann weiß ich nicht, wie viel Gott an deinem Herzen machen kann, weil Gott braucht ein weiches Herz. Du musst bereit sein, dich verändern zu lassen und auch deine Meinung von ihm verändern zu lassen. Ja. Ich finde auf dein Statement 2 Bemerkungen noch schnell. Erstens, oftmals, was die Leute empfinden als, hey, das ist meine Identität und Gott muss mich lieben in meiner Identität, das sehe ich anders. Weil Gott schon meine Identität anders definiert, als ich das machen würde. Also Gott nimmt mich an, ich muss schauen, was an mir nimmt Gott an und sagt, das liebt er, das ist göttlich, das ist neu, das ist seine Schöpfung, das ist gut. Weil ich kann nicht einfach von Gott erwarten, hey, lieb alles, was ich dir sage, hast du zu lieb. Wer bin ich? Also genau, das ist Nummer 1. Nummer 2, da bin ich auch ehrlich, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld dann wieder positiv verändern. Wenn du bei uns in die Kirche kommst, ISF Zürich, sind das unsere 3 Anliegen, dass das passiert mit den Menschen in der Kirche. Ja. Dass sie verändert werden. Ja, wir sehen als Kirche das als unser Auftrag. Und wenn du das so interpretierst, dass das bedeutet, dass wir dich zu wenig annehmen, weil wir sagen, du sollst Jesus ähnlicher werden. Und ich weiß, das können unterschiedliche Meinungen sein. Aber eben, du hast es schön erklärt, wie wir das auch interpretieren. Das bedeutet nicht, wir verändern dich, wir manipulieren dich in etwas, wie wir das sehen. Aber wir haben den Anspruch und Glauben und dienen dem zu, dass der Heilige Geist sein Werk an dir tun kann und dich Jesus Christus ähnlicher machen kann. Das ist ja das Werk vom Heiligen Geist selber. Und dem sind wir uns bewusst. Aber da finde ich, müssen wir als Kirche auch ehrlich sein. Ja, das glauben wir. Voll. Und ich würde auch jedem, der mit mir unterwegs ist, wo irgendwie nah an mir ist, da gehen wir an so Sachen ran. Ja. Und es ist ja nicht so, dass es bei uns nicht so ist. Also wir haben alle Themen, wir haben alle Sachen, wo wir sagen, hey, da sind wir noch nicht am Ziel, da weiß ich nicht, ob ich jemals am Ziel sein werde. Aber da muss mit Gott ran. Und ich liebe da Philipper 2,13, weil ich finde, es zeigt so auf, hey, wir müssen bereit sein, also wir braucht eigentlich das Ja von uns. Und da heißt es, denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Und das ist eben dieser okay, folge ich Jesus nach, um zu tun, was mir gefällt oder was ihm gefällt. Und dann, das kannst du eigentlich auf alles anwenden, wenn du sagst, oh, ich lese zu wenig Bibel. Einmal glaube ich zum Beispiel, also ist nur ein Beispiel, ja okay, Gott liebt das, wenn du in seinem Wort liest und er will das in dir hervorbringen. Ja. Alles, was du tun musst, ist sagen, hey, ich bin bereit und ich gebe es dir hin, du darfst das in mir hervorbringen. Und ich glaube, es gilt für alle Themen, mit denen wir vielleicht auch zu kämpfen haben oder mit denen wir in die Kirche kommen. Ja. Wir haben das letzte Mal über Gesetzlichkeit gesprochen und da besteht ja ein eindeutiges Spannungsfeld im Umgang mit dem Gesetz. Also wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie
Gesetzlichkeit bedeutet, du befolgst das Gesetz, um gerettet zu werden. Du probierst all die richtigen Dinge zu tun, um in den Himmel zu kommen. Gesetzlosigkeit bedeutet, ja, ich muss nicht mehr das Gesetz befolgen. Was ist also der richtige Umgang mit dem Gesetz in der Bibel? Was spielt das für eine Rolle für uns? Es kann nicht das sein, aber es kann auch nicht das sein. Was ist der Mittelweg? Ich denke, ich finde immer, also Mittelweg ist es sicher nicht im Sinne von, es ist ein Kompromiss zwischen den beiden. Das ist es nicht, sondern es ist eben beides zusammen. Es bedeutet, ich nehme diese Gnade an und es ist wirklich einfach nur ein Geschenk. Und aus dem Annehmen, weil ich die Gnade annehme, bin ich von Neuem geboren. Und jetzt baue ich auf diesem neuen Menschen auf und folge nicht mehr dem alten Menschen, der sich, also einfach der alten Natur. Aber da eben dann diese Klarheit zu entwickeln. Ja, der neue Mensch, der hat das Gesetz ins Herz hineingeschrieben, der will treu sein, der will heilig leben, der will Gott fürchten, der will Menschen lieben. Verstehst du? Und dem gehe ich nach. Diesen neuen Menschen will ich füttern. Und das Wort Gottes sagt mir halt auch das Alte Testament, das zeigt mir, okay, was bedeutet das? Und wie kann ich den neuen Menschen füttern und stärken? Mir hilft es immer, mir anzuschauen, jetzt gerade das Gesetz im Alten Testament zum Beispiel, an welcher Stelle in der Geschichte kommt es? Und es hat mich so berührt, als ich gemerkt habe, Gott hat die Israeliten in der Sklaverei in Ägypten gesehen und er hat sie einfach gerettet. Sie haben nichts dafür gemacht, sie hatten das Gebot noch nicht mal. Sie hatten kein Gesetz, das sie befolgen konnten. Und Gott war, ja, ihr habt das so gut gemacht, jetzt befreie ich euch wegen dem. Nein, er hat ihr Leid gesehen, hat sie befreit. Sie waren Zeugen seiner Gnade, seiner Güte, seiner Barmherzigkeit, seiner Wunder mit dem Meer, das er geteilt hat. Und als er sie gerettet hatte, gab er ihnen erst das Gesetz. Es war nie ein Mittel, um seine Gnade zu verdienen, weil sie haben sie bereits erfahren, sondern er gab es ihnen als Leitung, als Wegweisung. Was bedeutet es? Wie lebe ich richtig? Und Jesus macht genau das Gleiche. Er beruft seine Jünger zuerst. Die haben nichts dafür gemacht. Ja. Und erst dann kommt die Bergpredigt, wo er sagt, was bedeutet es, mir nachzufolgen? Was bedeutet es, mit mir zu laufen, zu gehen? Und das ist eigentlich viel mehr, könnte man das sagen, oder würde mir da zustimmen, wenn ich sagen würde, das Gesetz ist mehr eine Richtungsweisung, wenn du die Gnade Gottes erlebt hast, um nachher um ihn besser kennenzulernen, um mit ihm zu laufen. Und würdet ihr mir da zustimmen? Oder das wäre eure Gedanken dazu? Ich habe mich damit, also ich finde, das ist eine Frage, die hat mich schon viel beschäftigt. Und ich glaube, es ist ein Stück weit auch eine Wechselwirkung. Das ist ein bisschen komplex. Ich glaube auch, wenn man auf der Suche ist, schon nach Gott, nach Jesus, und man beginnt schon, sich nach göttlichen Werten zu richten, unterstützt das wahrscheinlich auch das Finden der Wahrheit und der Dinge. Und das ist so ein bisschen, ich spreche nicht von Leistung, aber es ist eine Art und Weise, wie man Gott suchen kann durch göttliche Werte. Darum würde ich nicht jetzt sagen, das Gesetz ist erst relevant für jemanden, der sich entschieden hat. Weil ich empfehle dir sehr, zum Beispiel lebe deine Sexualität so aus, wie es in der Bibel steht, nämlich, dass du Sexualität wirklich für die Ehe zwischen Mann und Frau aufbewahrst und darin nur Sexualität lebst. Ich glaube, das ist für jeden Menschen das Beste. Genau. Aber es kriegt dann, genau. Aber das ist natürlich für Christen dann nochmal ein Extrawert. Wird auch im Neuen Testament nochmal betont. Explizit, hey, sexuelle Sünde ist etwas ganz Spezielles, das einfach nochmal Einfluss hat, auch auf einen Christen, auch auf verschiedenen Ebenen, weil es am eigenen Körper dann Sünde ist. Also wird das nochmal speziell für Christen dann nochmal erwähnt, sich bitte in diesem Punkt unbedingt an dieses Gesetz zu halten. Ich würde da mal 1. Timotheus 1,8 reinwerfen. Wirf rein. Da heißt es, wir alle wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn man es sachgemäß gebraucht.
Man muss nämlich wissen, für wen es bestimmt ist. Es ist nicht für Menschen da, die tun, was vor Gott recht ist, sondern für die, die nicht nach Gottes Willen leben und sich gegen ihn auflehnen. Es richtet sich an gottlose und sündige Menschen, denen nichts heilig ist, die keine Ehrfurcht kennen, die sich an Vater und Mutter vergreifen und selbst vor einem Mord nicht zurückschrecken. Ja. Ja, das war der Schlusspunkt. Was sagst du dann? Also, du müsstest noch weiter lesen, worum es jetzt da geht, oder inwiefern dass er das meint. Es geht ums Gesetz. Ich kann auch gerne kurz, soll ich ein bisschen weiterlesen? Ne? Ja, aber es widerspricht ein Stück weit dem, weißt du, dass andere Bibelstellen ja überhaupt nicht davon sprechen, dass das Gesetz aufgehoben wird. Für Christen. Also absolut. Genau. Das ist eigentlich mein Punkt, den ich gerade machen will. Also mach ihn bitte. Du provozierst uns hier. Nee, das ist mein Punkt, den ich machen will, ist dass wir vor allem, ich würde sagen, hier, so Deutsch, Schweiz, wir wollen immer ein klares Ja und Nein. Wir wollen es schwarz und weiß haben. Also, was muss ich jetzt tun? Sag's mir. Aber Gott ist nicht so. Gott sagt dir nicht, so musst du es tun und so musst du es nicht tun. Ich glaube, bei Gott ist immer ein sowohl als auch. Also für uns gilt das Gesetz noch, aber irgendwie auch nicht, weil eigentlich hat er uns ja auch frei davon gemacht. Genau. Was wir sehen, ist, wenn Jesus kommt. Aber was ist, als Jesus kam? Jesus sagt in Matthäus 5, also in der Bergpredigt, sagt er, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Und so weiter. Ja. Also Jesus kommt und er erfüllt das Gesetz, aber er schiebt die Messlatte noch mal ein bisschen hoch. Verschärft es nochmal, ja? In vielen Dingen, ja. Genau. Und wir sind frei, aber ich glaube, wir sind frei von dem, dass wir nicht mehr tun müssen, um gerettet zu werden. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Richtig. Genau. Was bedeutet das für dich? Wir sind nicht mehr abhängig, mein Seelenheil ist nicht abhängig von dem, wie stark ich das Gesetz erfülle. Ja. Und trotzdem ist das in meinem Herzen, wie du es schon gesagt hast. Und ich möchte dem, weil wir lesen auch, hey, wenn du mich liebst, dann folgst du meinen Geboten, meinen Gesetzen. Genau. Ich glaube, wenn wir Jesus lieben, dann, das hast du auch vorhin schon gesagt, dann will ich das tun, was er sich wünscht. Dann will ich das Beste eigentlich geben, aus Liebe heraus. Und ja, das so zu leben, wie es ihm gefällt. Ja, Gesetzlosigkeit ist die zweite Irrlehre, die wir jetzt miteinander angeschaut haben. Sie ist irgendwie gegensätzlich zur Gesetzlichkeit. Ich denke, wir haben immer das Potenzial, auch auf eine Seite zu kippen oder über die andere Seite hinaus zu schießen. Wir belassen es mal hierbei und werden uns in der 3. Folge der Gnosis widmen. Gnosis. Was ist das wieder? Was ist das für ein Wort? Danke vielmals für eure Zeit. Danke. Danke dir.